Sonntag ist es geworden, der 21. Juni. Der Wochenspruch, der dann auch nachklingen wird und sich sehr gut eignet für alle Tage der kommenden Woche, steht in Matthäus 11, 28. Das wisst ihr schon, was dort steht. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Weltberühmt dieser Heilandsruf. Weil wir nicht ins Paradies zurückkehren können, einfach so, kommt das Paradies heute zu uns, in diesem Wort. Es läuft uns nach, es bleibt vor uns stehen, es ruft uns an und es wartet auch. Wir kennen die Bedingungen außerhalb des Gartens Eden ziemlich gut. Stress, Frustration, so heißt es, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, oder auch die nächste Generation wird nicht ohne Schmerzen in diese Welt eintreten. All das ist uns bekannt und es dünkt uns vielleicht wie ein Widerspruch zu sein, nämlich man vertreibt uns aus dem Paradies und dann will man uns wieder zurückholen. Man legt uns eine Last auf und dann will man uns die wieder abnehmen. Weshalb dieser Umweg? Wozu soll das gut sein? Ist Gott vielleicht ein Dialektiker, so wie die sozialistische Ideologie aufgebaut ist, nämlich man spielt die Gegensätze gegeneinander aus und wenn sie unerträglich geworden sind, kommt man herein als der Dritte, als derjenige, der davon profitiert, der sich als Held, als Retter, als Erretter, als Erlöser hinstellen kann. Braucht Gott das? Wir wissen, dass Jesus den Satz noch fortgesetzt hat mit einem Sinnbild. Er sprach davon, dass wir sein Joch auf uns nehmen sollen und von ihm lernen, denn er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Also nicht jemand, der neuerdings ein Held sein muss und deshalb eine Erlösung startet. Hat uns Gott dieses Joch also auferlegt? Eher nicht, wir spüren es, sondern wir selber wollen ständig zu viel. Das Dumme daran ist, wir können eben auch sehr vieles, wir sind gut ausgerüstet, mit einem Überlebensinstinkt, wir wollen die Arterhaltung, wir wollen die Selbsterhaltung durchziehen, alles klar, alles okay. Und wir sind ja auch kreativ, die Ideen gehen uns nicht aus. Gott musste damit auch Bekanntschaft machen, als er sah, wie sie den Turm in Babel bauten, und er musste sich eingestehen. Hinfort wird ihnen nichts unmöglich sein, was immer sie sich vornehmen. Deshalb beendete er das Projekt. Wir haben also alle ein Überlebenskit mit auf den Weg bekommen, aber wer hat uns gesagt, dass wir so viel wollen müssen? So viel müssen wollen. Es gibt den ominösen Satz zu Beginn der Unheilsgeschichte, wo die Stimme kam zu Adam und Eva, sollte Gott gesagt haben. Nein, von ihm kommen diese Dinge nicht. Das Joch, das wir uns auflegen, ist eben das Joch, selber Helden zu sein, selber die Lebensbedingungen noch zu verbessern, uns auf einen anderen Level hinaufzuhebeln. Öfters, wenn meine Frau und ich ein Morgengebet machen, sitzen wir, wenn es die Temperatur erlaubt, im Wintergarten. Es kann dann sein wie heute, die Wolken lösen sich auf, man sieht die drei prächtigen Eiger, Mönch, Jungfrau direkt vor unserer Sicht. Wie viele Tote gab es schon in dieser Eiger-Nordwand? Wir haben uns heute Morgen darüber unterhalten. Es gibt die sogenannte traurige Statistik. Über 60 sind es. Nicht gerechnet die Verletzten und nicht einbezogen die vielen Familiendramen, die mit solchen Todesfällen einhergehen. Warum tun wir uns das an? Cui bono, sagten die Römer. Muss man einen Berg bezwingen? Wird er dann bezwungen dastehen? Auf ewig der Zweite, der Mensch ist stärker als er. Muss man die Angst bezwingen? Vielleicht schon eher.
Muss man sein Ego bezwingen, diesen inneren Schweinehund überwinden? Das glaube ich nicht. Dieses Ego wird wahrscheinlich eher gemästet mit den Erfolgen, die man feiert in den Bergen. Es geht nicht immer so. Ein Kamerad sagte auf einer Bergtour, wir waren gerade aufgestiegen zum Sattel zwischen zwei Gipfeln, ich bleibe für einmal hier. Was, du bleibst hier? Was soll das? Wir sind so nahe am Gipfel. Nein, nein, das gefällt mir hier sehr gut. Ich genieße jetzt einmal die Bergwelt. Ich esse hier mein Mittagessen, ihr könnt euch diese Gipfeltrophäe holen. Mich scheißt es an, sagte er. Er hatte einen hübschen Ruheplatz und ich bin gar nicht so sicher, wer am Ende des Tages glücklicher war. Die Akrobaten, die um jeden Preis eben auf den Gipfel steigen müssen. Akros heißt Gipfel, Pathos heißt, man hat eben etwas Pathologisches in sich. Oder eben wir, oder er. Wer konnte mehr heimnehmen von diesem Tag? Es war undenkbar zu dieser Zeit für mich und andere, nicht auf den Gipfel zu gehen, wenn man kann. Außer, wie man sagt, das Wetter zwingt uns umzukehren. Wir konnten dann immer eine Ausrede haben. Das Wetter hat uns gezwungen umzukehren. Oder jemand hatte einen kleineren Unfall, ein Missgeschick, so irgendwas. Aber wo liegt eigentlich der Zwang? Hat uns das Wetter gezwungen oder haben wir uns selber gezwungen, auf den Gipfel zu gehen? Ich wollte zu viel, kann auch dazu führen, dass jemand dann sagt, jetzt will ich gar nicht mehr. Weit außen ein Verwandter von mir war in früheren Jahren einmal Schweizer Meister im Rudern, ich weiß nicht mehr, im Vierer oder Zweier. Jedenfalls war er sehr muskulös. Und dann geschah etwas, was ihm den Bogen gegeben hat. Er warf das Handtuch, er rührte das Ruder nicht mehr an. Er wurde ziemlich fettleibig und saß meistens in der Freizeit vor dem Fernseher. Das Wollen kann in ein Nichtwollen umschlagen. Und Resignation wird auch wieder zu einem Joch. Nicht nur das viele Wollen und Können, sondern das nicht mehr mögen und dann schlussendlich auch nicht mehr können, wird zu einem Joch, zu einer Last, zu einer Frustration. Die Last des Nichtmögens fällt auf uns selber zurück. Eben, man kann wollen, man kann nicht wollen, alles ist immer falsch. Was ist mit diesem Gott, was ist mit diesen Pfarrern? Es ist doch zum Davonlaufen. Weshalb ist denn beides falsch, wenn ich doch als Mensch in Gottes Bild geschaffen bin? Mit Fähigkeiten, mit Kräften und so weiter. Als kreatives Wesen. Wie ich gestern sagte, Theoid, also in Gottes Bild. Hat uns Gott rechts und links eine Falle gestellt? Hat er uns auf einen steilen Grat geschickt, wo es rechts und links steil hinuntergeht, wo man abstürzen kann? Ist er so zynisch? Jesus verließ sein Paradies und kam und brachte es und legte uns dieses Paradies vor die Füße. Und nun wartet er ruft und er wartet weiter. Er meint, es könnte auch einen Jochtausch geben. Dass er überhaupt schon früher diesen Himmel verlassen hat, bevor er dann in Galiläa mit etwa 30 Jahren die Jünger zusammenruft und die Menschen unter sein sanftes Joch holen will, hat für ihn das harte Joch schon begonnen. Denken wir an die Geburt, an die Flucht nach Ägypten, es geht immer so weiter. Es wird immer so weitergehen, das Joch wird noch härter werden, noch schwerer auf ihm lasten, es wird zu einem Kreuz werden, er wird unter dem Kreuz zerbrechen, er wird an dem Kreuz sogar verbluten. Vielleicht das härteste Joch ist, dass er ruft und nur so wenige kommen und nur so wenige wollen es verstehen. Und doch kommen einige, vielleicht würden wir sagen einige wenige, aber am Ende heißt es ja in der Bibel, es war eine unzählbare Schar. Sie werfen die selbstgewählten Joche ihm vor die Füße und sagen, ich habe genug.
Schon ganz abgegriffen sind diese Joche, vielleicht ist sogar das Blut daran, weil sie uns so geschunden haben. Oder eben anders gesagt, der Eiger wird mir ja nie danken und auch die anderen Menschen werden mir nicht danken, wenn ich meinen privaten Erfolg feiern kann. Also lasse ich das einfach bleiben. Gott wird es für mich richten. Er wird es für mich einrichten. Er wird auch einiges für mich ausrichten. Er wird es schaffen, für mich und auch mit mir. Dazu möchte ich noch ein Beispiel vom gestrigen Tag hier ins Spiel bringen. Ich besuchte eine Frau, die schon sehr jung missbraucht worden war und dann in die Prostitution gezwungen wurde. Es kam zu einem Gerichtsfall. Schließlich wurde das Verfahren eingestellt, mangels Beweise, wie man so sagt. Und die Frage kommt mit der Zeit hoch. War das alles umsonst? Werde ich je Recht bekommen? Werden die anderen, die im gleichen Schicksalen sind, nicht auch zwischendurch ein ermutigendes Beispiel, auch durch die Justiz, erfahren können? Die Frage wird zur Last, es wird frustrierend, es wird stressig, es wird mühselig, es wird zu einer beladenen Sache. Die Ungewissheit drückt schwer auf ihre Schulter. Heute haben wir diesen Wochenspruch: Ich will euch Ruhe geben. Ruhe heißt ja auch eine andere Perspektive, heißt eine Antwort, eine Klarheit darüber, und ich konnte sie sehr gut verstehen. Es war ein Drängen in ihr, ich kann einfach in dieser Ungewissheit nicht weitergehen. Also entschlossen wir uns, auf Gott zu hören. Und dann merkte ich, wie die Last auf mich kam. Was ist, wenn ich jetzt einen falschen Rat gebe, wenn ich falsche Hoffnungen mache, wenn ich einen falschen Trost vermittle? Jetzt kommt es plötzlich auf mich drauf an, meinte ich. Und auch das war frustrierend. Auch das war mühselig. Aber dann erinnerte mich dieses Wort eben auch daran. Nein, nein, ich brauche hier keine Antwort zu geben. Ich habe sie ja auch nicht. Wir hören ja auf Gott. Auf ihn hören wir. Und er sagte mir, lies diese Frau, Jesaja 54, 11 bis 17 vor. Lest diesen Text einmal nach. Es ist ein unglaublich passender, ein unglaublich ermutigendes Wort. Zuerst heißt es: Du, über die alle Wasser kamen, die mit allen Wassern gewaschen wurden, du Elende, du Verzagte und so weiter. Und dann heißt es am Ende: Das Erbe der Kinder Gottes ist, dass er ihnen Recht schafft im Gericht. Also genauer hätte es nicht stehen können. Ich könnte mir keinen besseren Text vorstellen. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass es dort steht. Genau ein Abschnitt, genau am Ende des Kapitels. Und ich merkte, Ruhe kommt in die Situation. Ein Lachen kommt auf das Gesicht. Heiterkeit breitet sich aus. Leichtigkeit greift um sich. Und sie sagte mir dann: Weißt du, ich brauche etwa einmal im Jahr für meine Situation einen solchen Zuspruch. Und heute hat mir der Herr einen sehr treffsicheren und guten gegeben. Sonst könnte ich nicht weiterfahren. Und er hat es uns verheißen. Er sagt: Nehmt dieses Joch des Gehorsams, des Hörens auf mein Wort, auf euch. Es ist ein leichtes Joch und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.